Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Wabern. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch parat. Kunstwerk mit festlichem Anstrich, ein Besuch in der Hausbäckerei von Migros in Interlaken und die neue Schildhornbahn hat Eröffnung gefeiert. Was früher für ganz besondere Momente gedacht war, ist heute Alltag. Von Hang und mit viel Herzblut werden tagtäglich in der Hausbäckerei von Migros in Interlaken verschiedene Zopfvarianten gebacken. Zöpfen hat eigentlich den Ursprung in Bern. Auffallend ist, dass es gezöpfelt ist, geflochten ist, gegenüber anderen Brot. Österreich und Italien sind auch noch beliebt, die so Zopfsachen machen, aber dort ist eher typisch, dass es eben süßlich ist. Wir haben Auswertungen vom ganzen Tag, wie der Verkauf ist. Anhand von dem passen wir eigentlich die Produktion an. Wir machen wirklich täglich frische Zöpfe. Wir schauen, dass wir die schön gleichmässig flach drücken, dass es nicht grosse Gewichtsunterschiede gibt. Oder? Jetzt kann man das dort im 20-Teiler kann man die abpressen. Das Normal ist 20 Stück, oder man kann 10 Teiler machen. Kann man dann hier rüber tun. Man sieht hier unten selber, wie sie rauskommen. Man tut immer mit dem gleichen Zopfstrang zöpfeln. Das ist eigentlich von dem her, kommt man nicht so, dass es durcheinander wichtig ist, dass man vorne immer so ein bisschen das Kreuz oder das X hat. Oder? Am Schluss kann man dann die Stränge, die zusammengehören, zusammenstöpfeln. Die Leidenschaft ist echt das A und O dahinter. Wir merken auch, weil es ein bisschen Abwechslung und verschiedene Varianten gibt, ist es auch für mich als Arbeiter sehr attraktiv. Nach dem Flachten tun wir es zuerst noch einmal anstreichen. Und wenn der erste Grundanstrich gemacht ist, müssen wir an Raumtemperatur den Zopf noch ein bisschen gären, dass er ein bisschen Volumen bekommt und es natürlich geschmacklich entwickeln kann. Nach etwa eine halbe Stunde, 35 Minuten, kommt dann raus in den Kühler, dass er dann im Kühler abstehen kann. Das Porungen schließt. Nachdem, wenn er schön angestrichen war, kann man ihn in den Ofen tun. Dann geht es immer unterschiedlich. Die kleineren haben ja weniger lang und die größeren halt länger. Zwischen 18 bis 35 Minuten ist alles möglich. Es ist einfach je nachdem, was man für eine Grösse hat und in der Ofen ist. Dann nach dem Backen haben wir den raus. Und dann ist eigentlich noch ein bisschen zum Abstehen, dass er nicht Feuer einpackt. Und wichtig ist auch, dass immer nah bis nah gebacken wird, eben im Wellen gebacken wird der Frische generieren. Und natürlich, dass es für die Augen schön ist, dass es ein bisschen schön aufgefüllt hat. Wenn ich Passion habe und Leidenschaft, kann ich das automatisch hier in dieser offenen Bäckerei am Kunden vermitteln. Die kommen auch gerne noch wieder zurück. In 4 Minuten von Stechelberg nach Mürrenauchen. Das schafft die neue Schildhornbahn, die gleichzeitig auch die steilste Seilbahn der Welt ist. Letzten Freitag, am 13. Dezember, hat sie Eröffnung gefeiert. Das wär's. Ja, heute ist wirklich ein Freudentag. Ja, heute, am Freitag, den 13. Dezember, eröffnen wir die steilste Seilbahn der Welt, hier von Stechelberg nach Mürren eröffnen. Morgen geht sie in den Gästebetrieb über. Und das ist natürlich das erste Etappenziel in diesem grossen Projekt ist damit erreicht. Wir liegen sehr gut im Zeitplan. Am Samstag geht ja die zweite Sektion von Mürren nach Birg, die erste Funivorseilbahn der Schweiz in Betrieb. Und oben auf dem Schildhorn sind wir sogar im Vorsprung gegenüber dem Programm. Gut, die Stolpersteine sind vielleicht nicht gerade täglich, aber wöchentlich kommen. Ich glaube, das gehört zu einem so grossen, komplexen Projekt. Die Komplexität ist hier nicht die Grösse als solches, sondern die vielen unterschiedlichen Baustellen, die gleichzeitig miteinander laufen, die müssen aufeinander abgestimmt werden. Und da kommen laufend immer wieder so kleine Stolpersteine anführen. Wir haben hier ein neues Energiemanagement, das sich aus einem Steuerungssystem und einem Batteriesystem zusammensetzt. Das Steuerungssystem verhindert, dass mehrere Bahnen gleichzeitig anfahren können und Strom aus dem Netz beziehen. Batterien werden gebraucht,
dass wir die talwärts fahrende Bahn, die Bremsenergie erzeugt, das auf Batterie speichern und nachher im Bedarfsfall abziehen. So erreichen wir einen Autarkiegrad, zum Beispiel auf der Pendelbahn Stechelberg-Mürren von rund 20%. Und das ist doch ein rechter Gewinn gegenüber vorher. Leute, die hier oben auf der Baustelle arbeiten, gehen am Montag am Morgen früh mit dem Helikopter auf die Schildhorn, kommen am Freitag am Abend mit dem Helikopter an und wohnen während der Woche hier oben im Schildhorn im Dreirestaurant. Dort haben wir 20 Schlafkojen, Zweier-Schlafkojen eingerichtet im Dreirestaurant, wo sie hier oben schlafen können. Ja. Ich bin bis jetzt noch nie hier oben übernachtet, aber das wird ganz sicher noch folgen in den nächsten Wochen. Ja. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern.